Haut Schlussoktav Sonntag begrüßen ich aus der Kathedral, mit iwwerdro Funheit pontifikal Mass. Et singt ein Ensemble vokal von der Maîtrise von der Kathedral, Kantor aus dem Marc Dostert, de Paul Breich spielt op der klassischer Urgel. Anzwer als Entrée Prélude sur Ave Spes Nostra vom Dom Paul Benoit. Du no sangemer, mir gräßen dich, Magnificat 1121. Den 9. Kyrie, deutsche Singmesse vom Laurent Ménager, die wohl lang verschollen war, a von der recht für kurzem eng handgeschrieben Partitur Kathedralsduxal erëmfond gin ass. Wir sangen des Weiteren Selig das Volk vom René Panchelet, Nom Votum Solemne, Jungfrau Mutter heut aufs Neu, Magnificat 885. Credo 3, Maria Mater Jesu vom Beicht, und zum Schluss O Mam leif Mam. Den Domorganist beschließt Oktav 2020 Mam Alleluia vom Händel. Mas gëtt präsidéiert vom Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Gut recht darin.
Am Namen vom Pap, a vom Jong, a vom Heilige Geist. De Frieden, sief mat isch. An dieser ganz speziellen Oktav kommen dann lo op d'Schlussmass. An ma wollen der Mutter Gottes all eist Leid, all dat, was deis bedreckt, was deis Angst möcht auf Vertrauen. Ich kriege in letzter Zeit immens viel Briefe, wo die Leute mich gefragt haben, wie können wir es zusammen offen Mass feiern? Natürlich mit allen Schutzmaßnahmen. Es sind auf der Straße angehalten gehen, wo die Leute mich dasselbe gefragt haben. Und dafür lief Leute sind ich ja eine Antwort schuldig. Wir haben natürlich ein Schutzkonzept ausgeschafft, für das nächste Kind in Publikmassen gefeiert gehen, so wie das schon auch in vielen Ländern in Europa schon der Fall ist. Der 6. Mai haben wir als Schutzkonzept für eine Reprise von der Gottesdienste an das Staatsminister geschickt. Da wisst schon, der Staatsminister ist auch Minister der Kult. Kriegte keine Antwort. Wir haben probiert, anzurufen, etliche Mal. Den 11. Mai haben wir einen schriftlichen Appell geschickt. Den 13. Mai, also eine Woche danach, sind wir gewogen, dass den Tag, also nur eine Woche, als ein Dossier mit den Maßnahmen und Santé weitergelegt ist. Die einzige Antwort, die wir hier gekriegt haben, ist, ich lese nicht das 4, das ist der Wert, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel de la réglementation, les activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive, pratiquées en salle et récréatives dans des établissements recevant du public sont toujours suspendues. Ich würde gerne wissen, auf welche Kategorie wir hier fallen. Sind wir Aktivität de nature culturelle? Da freue ich mich schon auf Subsidien, die wir kriegen werden als Kultur. Sind wir festive, sportive? Da muss ich nach allen trainieren, wenn ich als Sportler klassiert gehen. Das stimmt etwas nicht. Wir probiert, um den Staatsminister zu kommen, hat gesagt, das wäre nicht möglich. Ob auch SMS vom Weihbischof wird nicht geantwortet. Es schon mit Bischöfen aus dem Ausland darüber geschwärzt. Die Ware muss es so nicht sagen. Weil, ihr wisst schon, dass es ein Menschenrecht vor Religionsfreiheit gibt. Selbstverständlich, an einer Pandemie muss das Recht aufgewiesen gehen mit den anderen Rechten. Und dafür haben wir schon auch die öffentlichen Massen aufgesucht. Und also als Verantwortung überholt und noch ein Schutzkonzept elaboriert. Dass wir keine Antwort kriegen. Schon mit verschiedenen Leuten darüber geschwärzt. Die eng, die soen, das Express. Ich glaube das mal nicht. Ich meine just, dass wir vollkommen egal sind. Und das möchte ihn enttäuscht errosen. Das mal eine Regierung gehen, die hat etwas von partizipativer Demokratie gesagt. Das heißt schon, dass die Akteure von der Gesellschaft mitschaffen. Was so eine Krise ist, die das Land erschüttert,
gif ich so selbstverständlich gern a Verantwortung matschaffen. Das schon nicht so, dass für rationelle Argumente so wären. Ich habe mich am Fungel gefreut, für nur Döle von diesem Schutzkonzept zu kriegen, hey, da muss der vielleicht ein bisschen mehr passen, der Toten das ein bisschen anders das und so. Aber null. Null. Absolut keine Reaktion, kein Dialog. Von dat Platz von der Religion an der Gesellschaft heute zu Lützeburg aus, da können wir nächste Jahre nach gehen. Voilà. So habe ich das gesagt. Aber wir wollen noch das weh, was wir fühlen. Weil für die Katholiken ist das schon nicht irgendeine Veranstaltung. Mit Mass und zur Kommunion gehen, gehört zum Wesen von einem katholischen Christsein dazu. Dass wir da anscheinend gerade nicht Ziele, nicht vorkommen, die das weh. Und das Lied, wenn man dem viele Lied, was wir haben, die Leute, die gestorben sind durch das Virus, die Leute, die nicht konnten Eddie sagen, ihre Leben Menschen durch das Virus, die Angst, die du hast, das erlängen sie, was du hast. Und dann all die vielen anderen Sachen, die uns bedrecken, die schon nicht durch das Virus fortgegangen sind. All das wollen wir an die Hände von unserer Trägerin legen. Weil sie erst bald 400 Jahre mit uns gegangen. Also sie lest das Orlo nicht am Stich. Und am Kirche will man dem Herrgott sein Erbarmen ob uns aufrufen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cieux, criez de joie, terre, exulte, montagnes, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple et de ses pauvres et la compassion. Jérusalem dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr der Scharen. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen hin zum lebendigen Gott. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Selig, die in deinem Hause wohnen, o Herr, zu allen Zeiten dich preisen. Wahrlich ein einziger Tag in deinen Höfen, er ist besser als Tausende sonst. Selig das Volk, Herr, dem Hilfe kommt von dir, wenn es sich rüstet zu der heiligen Fahrt. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Leif Schwestre, leif Brider, besonders aber leif Leid daheim. Leif Leid auch aus den Altersheimen, Pflegeheimen. Ich will dich ganz besonders begrüßen und ich bin froh, dass wir so Kontakt tun
an der Sorge so den Trost vom Herrgott, den Maria als Gott bei ihr kommen kann. Maria ist schon ein ganz couragiert Frage gewesen. Da Gott ihre Jean verurteilt als Verbrecher, es stirbt den Tod von einem Sklave Kreuz. Und du ginnet pur stark Frauen. Und unterstützt von ihnen Maria, die hat keine Angst für Spott an Hohn, keine Angst für Repressalien, als sie stehen a großer Trei unter dem Kreuz. Mit der Geschichte von Maria ist schon nicht der Karfreitag umgegangen. Maria kennt Kreuz aus ihrem eigenen Leben. Damut an dem einfachen Höhlenhaus zu Nazareth. Sie weiß, was der Text arm sind, auf Sachen verzichten zu müssen. Und trotzdem, dem Moment, wo sie Ja sieht zum Jesus und zum Plan vom Herrgott, geht sie direkt bei ihrer Cousine Elisabeth, für sich an den Dienst zu stellen. Maria ist Frau vom Dienst unter dem Kreuz von der Menschheit. Und dafür erkennt sie am Kreuz von ihrem Jean, dat viel Leid, die viele Misere, die sie rundherum sich gesehen hat. Sie als drei zu ihrem Jung und drei zu ihrem eigenen Leben und drei zu all den Leid, die sie begegnet hat. Am Fongehol bräuchte mir so etwas wie eine Bruderschaft, können doch Schwesternschaft nennen, von der Trägerin. Nicht nur für zu bieten, das wird viel gemäht, aber für auch radikal am Dienst zu stehen. Für das Kreuz von der Menschheit erst zu holen und zu helfen. Mit dem Bisschen, was wir kennen. Das ist am Fongol schon gelungen, dass als modernes Leben so ist, dass keine Zeit mehr hat für die Ehlerleid. Dass die dann an extra Instituten zusammengefasst sind, wo viel gut Leute schaffen, an wirklich den Ehleren, Mattchristen, an Mattbierger, das schönste mögliche Leben ermöglichen. Hinne sie einfach ein Merci gesagt. Mir wäre es nicht schön, wenn so eine Bruder-Schwesterschaft von der Trägerin regelmäßig so Leute besichern gehen. Wir machen es. Persönlich, sicher. Mehr als ein Zeichen. Aber besonders als ein Zeichen von der Lützeburger Kirche für zusammen Christ zu sein. Dann den Ersatz von der Caritas. Auch da wird eng unheimlich gut Arbeit gemäht. Und noch da sind so viele Leute engagiert. Und noch hin sie auf dieser Platz Merci gesagt. Aber Kind man da nicht mehr begleiten an unsere Poren.
an unsere Kommunitäten. Weil wir das Land von der Trägsterin sind. Für auch Trost zu bringen bei all Leid, die unter Marsch am Rand von unserer Gesellschaft stehen. Für die Flüchtlinge geht viel gemäht. Da kann ich stolz sein, Lützeburger zu sein. Auch da gibt es schon als Initiative von der Kirche eine Hand. Kann man doch da mehr machen. Nicht nur durch so, wir sind kein Club, die just zusammelt. Ne? Mehr durch persönlichen Ansatz. Nicht jeder kann alles machen. Das ist auch ganz klar. Wir streben von einer Kirche, die voll am Ansatz für die Menschen steht. Aber wenn wir das, weil wir sind ja nicht perfekt, also ich auf jeden Fall nicht, wenn wir das Ansatzweis machen können, dann meine ich, stehen auch mir mit Maria unter dem Kreuz. Dann erkennen wir das Kreuz von Christus. Und da keine Angst vor dem Kreuz. An dem Moment können wir den Trost von dem Gekreuzigten kriegen. Hier ist dein Mama. Das kein zu all und das kein zu schwach für nicht können, etwas zu machen für die anderen. Und ich meine, da gibt es bei so vielen Lützebäuer Reihen, die glatt nicht katholisch oder religiös sind, und trotzdem helfen. Trotzdem an der Not ihre Mann an ihr Frau stehen. Wir kriegen mehr mit den zu Lützeburg. Dass sie zusammen Kirche sind, die auch helfen, mehr zusammen eine Gesellschaft zu sein, wo jeder ein aus einer Not, aus einer Längsinn, aus einer Verzweiflung echt geholfen und geholfen kriegt. Ich hoffe, dass all das nicht nur mein eigenen Dram bleibt, sondern dass es den Dram geht von unserer Kirche. Aber wenn wir zusammen den Dram haben von der Erneuerung von unserer Kirche, weil als Kirche braucht Erneuerung, ne? Ich meine, das wissen wir alle gut. An der Erneuerung von der Kirche können wir durch zwei Sachen kommen. Und die müssen mit den geschehen. Eine religiöse und spirituelle Erneuerung. Wir lernen beten. Und ich meine, viele Leute haben an dieser Corona-Krise nicht angefangen zu beten. Und das wird Frieden bringen. Und am Engagement für die anderen. Eine Kirche, die radikal am Dienst steht. Und so geht als Kirche da missionarisch. Nicht missionarisch an einem überflächlichen Sinn, dass wir Propaganda machen dürfen. Du hast kein Mensch interessiert. Aber dass wir ein Zeichen geben von einem christlichen Leben und dass die Leute spüren und merken, dass wir froh sind. Dass wir keine Angst haben. Die Friede, die nicht die Friede von einer überflächlichen Spaßgesellschaft ist,
mit die Fried, die ganz tief an unserem Herz ist, wenn wir uns der Realität vom Kreuz stellen. Aber wo sozusagen der Frieden von unserem eigenen Herz als Trost geschenkt wird, ein tiefer Frieden, der sich dann als Fried ausdrückt. Lief Leid, Haut, ob dem Schlussoktav Sonntag. Wünschen ich euch alle gut, von ganzem Herz, den Frieden an den Trost. Mutter der Barmherzigkeit, die ganze Christenheit. Amen. Am Namen vom Pap, auf vom Jean, auf vom Heilige Geist. Heilige Maria, Gottesmann, Trächterin am Lied, mit dem ganzen Lützeburger Volk, will nicht die Schaut und Beneiz, an meinem eigenen Numm, an am Numm von meinen Nachfolger, zu unserer Schutzpatronisch, die beim Herrgott für uns antritt. Wir holen uns fest für, dich immer als solch uns zu erkennen und zu verehren. So frohe mir dich, dass du uns all unter dein besonnenes Schutz hältst. Staat und Land Lützeburg, als lebt Herrscherhaus, als ganz Volk, das deint us, und für immer dein will bleiben. Leef Trächterin, steh eis bei mit deinem Trost. Von mir a Gevorsinn, a schwer vom Leben geprägt gin. A verlos eis net an der Stunde von eisem Tod. Amen. Unter deinen Schutz und Schirm flehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Verschmäh nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stell uns deinem lieben Sohne vor. Jungfrau, Maria,
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum Deum, nomen Domine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ex caelum Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectur resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Partageons la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Prions pour l'Église du Christ, spécialement pour notre pape François, pour notre archevêque Jean-Claude, l'évêque auxiliaire Léo, tous les évêques, les prêtres,
les diacres et toutes celles et ceux qui sont au service de ton peuple. Que ton Esprit Saint les guide et les rassure sur les chemins de l'annonce et du service, et que ton peuple tout entier soit fortifié dans la foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour notre grand-duc Henri, pour toute la famille grand-ducale, ainsi que tous les responsables de la vie publique. Qu'il demeure à l'écoute et au service de tous les citoyens de notre pays. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Lasst uns beten für alle Kranken, besonders für alle am Coronavirus Erkrankten, dass sie sich mit Maria, der Mutter Jesu, unter dem Kreuz wiederfinden und aus diesem Geheimnis Trost und Kraft erfahren. Herr, höre uns. Herr, erhöre uns. Für all Frauen und Männer, die an den letzten 2 Wochen Doktav digital mitverfolgt tun, an ob speziell Erderweis für Gnodebild gebiert tun, dass sie eng nei Fried am Glauben erfuhren, an Hoffnung, an Trost an ihren Uleis geschenkt kreen. Herrgott, heiereis. Herrgott, heiereis. Für die eis verlos hun, besonders für all die sich an de vergangenen 150 Jahren drei an den Dienst von eiser Diözes an dem Evangelium gestalt hun. Dat sie lo, mat all dem Verstorbene bei dir, die ewig Fried geschenkt kreen. Herrgott, heiereis. Herrgott, heiereis. Père très bon, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous as sauvés. Que notre foi profonde en ces mystères de salut soit pour nous une source d'espérance et de charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité. Qu'il daigne par ce sacrement nous donner part à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken, weil du Großes getan hast an der seligen Jungfrau Maria. Vom Heiligen Geist überschattet, hat sie deinen eingeborenen Sohn empfangen und im Glanz und versehrter Jungfräulichkeit der Welt das ewige Licht geboren, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Denk auch an uns verstorbe Brüder und Schwestern, an all die an Dinger Not aus dieser Welt fortgegangen sind. An Dinger Gutheit hol sie ob an dein Reich. Du hoffen mir, als Martine für immer an Dinger Herrlichkeit zufrieden, durch unseren Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus monite, et divina institutione formati,
Audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui talis peccata Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'être unis à ses souffrances comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, pour recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Große Merci so ein. Für dich als Sängerinnen und Sänger. Ich mengen du das Pferde spricht, für zu pur ein Kathedral mit ihre Stimmen zu füllen, sodass Eis und der Festlichkeit nicht gefehlt wird. Und danach mit der wunderbaren Masse vom Laurent Ménager. Eine große Merci und ich mengen, hier können wir klappen. Ein grosses Merci aber auch der Oktavkommission, die es wirklich fertig gebracht hat, in kurzer Zeit das Programm auf die Beine zu setzen und zu begleiten mit neuen Initiativen, die nicht nur ein Ersatz ist für die Oktav, die wir immer haben, mit der uns neu wieder abmischt. Ein ganz grosses Merci. Ich wollte noch gerne ganz schön groß an Italien schicken. Dem Kardinal Angelo Bagnasco, der normalerweise heute heimgewiesen ist, für das zu präsidieren. Und noch ein Port zu Rom, San Giovanni Crisostomo und Don Massimo, sie haben Fried, nur können es mit der Massen anzufangen. Eminenza, la salutiamo da Lussemburgo e speriamo di averla con noi in ottobre per continuare la nostra devozione alla Consolatrice degli afflitti. I miei saluti vanno anche a Don Massimo e a tutta la parrocchia di San Giovanni Crisostomo in Montesacro. Quando sarà possibile, verrò a Roma per celebrare con voi la Santa Messa che domani potrete di nuovo celebrare in pubblico. Und dann haben wir noch etwas ganz Wichtiges. Den Herr Kercher, also Pastor von der Kathedrale, hat heute Geburtstag. Und da wollen wir ihm aber ganz herzlich gratulieren. Und werde ich wie mir gehen, ich werde die degliche Predigt vom Abbe Reiners vermissen. Wenn du das wirklich am Herz geschwart und es schon noch gefroht, seine Predigten als Bischelchen herauszugehen. Dass wir da auch nicht nur ein Undenken, mehr war dem mehr kommen, etwas für das Matt Weh begleitet von einer Kirche für Lützeburg für die nächsten 150 Jahre. Und da bleibt es nach dem Herrgott sei Segen zu gehen, und das will ich mit dem Bischof Leo zusammen machen. Dominus vobiscum.
Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia.
Wir hun Schlussmass vun der Oktav iwwerdroen aus der Kathedral. Die nächste Sondiger bleiben wir mit der Radios Mass hai an der Kathedral. Die nächste Sondig nächst zur Gewinterzeit. Mit allerbeste Wünsch a Gräis hai für Votival Tor schalten wir Lutzrek an den Studio.